Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Film läuft. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt man schlicht ein Like dort zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. Heute geht es um einen Film, den den Zweiten Weltkrieg aus einer wohl ein bisschen anderer Perspektive erzählt. Und zwar geht es heute um Jojo Rabbit. Wer dir diesen Film erzählen will, wie es ihnen gelungen ist, da rüber zu bringen, das sieht alles hier bei Film läuft. Der kleine Jojo Batzler ist ein überzeugter Nazi. Er geht nicht nur an der Obhut von seiner alleinerziehenden Mom abgezogen, aber auch an der vom gesamten Reich. Gerade hat der kleine Jojo am Nazi-Vakanzencamp gelernt, wie ein Granat richtig geheilt, und dass es wichtig ist, viel Blond noch kommen zu zeugen. Er kann nicht kaum erwarten, selber Member an der Partei zu gehen, und er hat sogar schon eine ganz spezielle Kollegin da sein, und zwar den Adolf Hitler persönlich. Naja, zumindest bilden sich das mal an. Allerdings geht sein Weltbild ein bisschen zerstört, wo er herausfindet, dass seine Mom ein jüdisches Mädchen am Haus verstopft. Wie der kleine Jojo dann mit der Situation umgehen muss, und was seine Mom nach alles so für ihn verheimlicht, das sieht alles am Kino bei Jojo Rabbit. Jojo Rabbit kann ich wohl ziemlich gut mit dem Wort speziell bezeichnen. An diesem Film wird permanent mit den Gedanken vom Spektateur gespielt. An erster Linie ist der Film mal eine Komödie, die alles mit der Leichtigkeit von unschuldigen Kanner präsentiert. Aber andererseits wird immer Gedanken, dass der Kanner der Demos mit seiner spielerischen Leichtigkeit beigebracht wird. Also es kann ich auf alle Fall so, dass der Regisseur Taika Waititi, den auch noch bekannt ist für so Filme wie What We Do in the Shadows oder Thor Ragnarok, hier eine witzig und kreative Komödie gemacht hat. Weil etwas muss dem Mann zu gut halten, und hat sich mit diesem Film heute definitiv etwas getraut. Permanent erwischt ihn sich selber beim Lachen am Gedanken, eigentlich ist das gerade ziemlich schlimm, aber gut nicht viel zu lachen. Was der Film dann unter der Weise so lächerlich wirken lässt, ist, dass alle guten Schauspieler im Film englischsprachig sind und sie immer probieren, einen deutschen Akzent an deutsche Begriffe an hier Dialoge zu bringen. Damit entsteht immer eine ganz witzige Dynamik an den Gesprächen. Mit mein persönlicher Highlight ist definitiv der kleine Jojo, der gespielt wird vom Roman Griffin Davis. Der wirklich grandios spielt und noch fantastisch geschrieben ist. Seine Charakterentwicklung ist von Anfang bis zum Schluss nur vollziehbar logisch. Das ist komplett verständlich, dass der kleine Jojo, wenn er an seinem Umfeld abwies, so fanatisch wird, und seine Charakterentwicklung bis zum Schluss von der Geschichte ist genauso herzergreifend wie dramatisch. Also das hat nicht könnte besser sein. Wo ich aber immer im strahlend Gesicht ruders von der kleine Yorkie abgetaucht ist, die gespielt genoss vom Archie Yates. Und die zwei aber nie getroffen sind, dann haben die zwei sich mit einer kindlicher Freude über die Erlebnisse erhalten. Und das waren genau die Situationen, die ich am meisten genossen am Film. Aber auch beim Rest vom Cast fällt halt keiner aus der Rolle. Also mit Jojo Rabbit ist gerade ein kreativer Film am Kino, die wahrscheinlich nicht viele Leute werden Radar haben. Dahinter gibt dem Film unbedingt eine Chance. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr den Film gucken werdet, und wie ihr euch gefallen hat. Und denkt von Schrift drin, wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like dort zu lassen, zu abonnieren und zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Jojo Rabbit. Here's Marshal Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Aber dann kamst du. When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Heil Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? Say it. A Jew. Gesundheit. Sheesh, that was intense. What am I going to do? No idea. Got it! I will Burn down negotiate. the house and blame Winston Churchill. Or negotiate. If I tell on you, you'll be in big trouble. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club.
Oh, God. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi.